Wir haben eine Serie begonnen und wir beenden es auch über Freundschaft, Real Friends. Und du weißt, Freunde im Leben zu haben ist mega, mega, mega wichtig. Jede Person ist normal, bis du ihn besser kennenlernst und dann ändert sich plötzlich die Geschichte dramatisch. Ich möchte euch mitnehmen in so ein klassisches Klischee, Ehepaarstreit. So, wir gehen jetzt mal ganz kurz so einen Ehepaarstreit. Also, das, was wir jetzt da vorspielen, ist eigentlich bei uns real. Ja, weil du bist nie zu Hause. Ja, ich bringe auch die meisten Finanzen nach Hause, by the way. Ja, und das Licht brennt immer im WC. Wie löscht du das aus? Weil du brauchst ein bisschen Licht, sonst wird es ein bisschen zu dunkel in deinem Leben. Aha. Und der Müll, den bringst du auch nie raus. Ich habe gedacht, das ist ein leidenschaftliches Ministry von dir. Und die Klobrille ist auch immer oben. Das nennen wir Männerfreiheit. Aha. Und überhaupt hörst du mir nie zu. Doch. Was hast du gesagt? Ja, und dann unterbrichst du mich immer. Nein, du bist einfach zu langsam. Und? Was ist überhaupt mit Muttertag? Nie bringst du mir was nach Hause. Doch, ich bringe immer Stress nach Hause. Ja, Also da merkst du, haben wir es. das ist so ein klassisches Beispiel. Wer kennt das nicht? Hand unten, danke vielmals für alle. Ist interessant, die Schöpfungsgeschichte beginnt. Gott nimmt vom Adam eine Rippe raus und kreiert die Frau. Und eigentlich ist theologisch gesehen, wir sind gleichwertig in den Augen von Gott, aber nicht gleichartig. Wir sind eine Schulter an Schulter. So denkt Gott eine Beziehung, eine Freundschaft. Man macht einen Schulterschluss, weil alleine geht das nicht. Und jetzt musst du ganz wissen, ganz am Anfang ist es ja so, Gott hat einen Gegenspieler. Und das ist der Teufel. Und er macht alles in unserem Leben, um diese Einheit, diese Verbindung von Freundschaft zum Ehe, zu Familien auseinanderzureißen. Und wenn das auseinandergerissen wird, dann endet sich das immer in einem Streit, in einem Konflikt. Und ich habe gesagt, die blüht noch auf. Ich sage es, es wird noch gefährlich. Nein, jemand hat mir Feedback gegeben. Er hat gesagt, immer in die Mitte hauen. Ja, das ist schon gut. Ja, das macht sie dann eben auch noch, genau. Stell dir vor, das ist jetzt die erste Celebration, das ist noch alles locker. Genau. Aber zum Erklären, und das ist ganz, ganz krass, dass einfach plötzlich kommt ein Streit hinein. Das kennen wir alle. Ich möchte den Bibeltext ganz am Anfang lesen. Und das ist schon krass. In Kolosser 3, Vers 13 heißt es, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Also wenn man diesen Bibeltext liest, ist der natürlich theologisch mega einfach und auch logisch und auf der LED-Wand. Aber das Problem ist, dass wenn dich etwas triggert, dich total verletzt, jemand dich bewusst betrogen, über den Tisch gezogen hat, dann ändert die Geschichte plötzlich und du merkst, es ist gar nicht so einfach, effektiv da auch zu vergeben. Wir möchten mit so 3 Grundgedanken beginnen. Du kannst für deine Freundschaft, für deine Ehe, für deine Familie nehmen. Das allererste ist, Gott geht nie eine Koalition nur mit dir ein. Das ist der allerwichtigste Punkt, weil wenn mich meine Frau verlässt zum Beispiel, dann denke ich immer, Gott muss sich doch auf meine Seite stellen, weil ich war ja im Recht. Wer kennt das nicht, oder? Oder wenn du betrogen wirst und dann deine Ex-Frau, dein Ex-Mann und dein Ex-Freund, deine Ex-Kollegin geht durch eine schlechte Phase, denkst du, die hat's total verdient. Zum Glück steht Gott auf meiner Seite. Gott steht nie allein auf deiner Seite. Gott steht zu mir, Gott steht zu dir, Gott steht zu jeder Person. Und Gott sagt nicht, oh, endlich nach 30 Jahren hast du auch schon mal entdeckt, dass das Gegenüber, oh, mein Lieschen hat ein bisschen Probleme. Am Anfang, Liebe macht blind, aber jetzt kannst du sehen, bist geheilt worden. Das ist nicht die Einstellung von Gott. Gott wird niemals bloß auf deine Seite kommen. Und das bedeutet, schon der erste Punkt ist das, Menschen, die dich verletzen, zu denen steht Gott genauso. Und mit denen schreibt Gott genauso Geschichte wie mit mir auch. Und das ist der erste Punkt, den wir verstehen müssen, theologisch. Das löst mehr aus, als wir theologisch gerne hätten, aber es ist ein Fakt. Ja, und das Zweite ist, schlag mir das Handy aus der Hand, hallo? Der zweite Punkt ist, achte auf deine Gedanken, auf den ersten Gedanken, wenn du verletzt bist. Besonders wenn du verletzt bist. Weißt du, da kommt so eine Aussage und wenn du schon verletzt bist, da kommt nie ein guter, positiver Gedanke. Das ist immer ein schlechter Gedanke, wenn du verletzt bist. Also folgende Situation.
Bevor unsere erste Enkeltochter geboren wurde, hat Leo gesagt, hey, wir gehen dann immer am Dienstagnachmittag, machen wir Großelterntag und nein, er hat gesagt, ich gehe dann in den Zoo mit ihr. Habe ich gesagt, gut, Leo, dein Plan, mach du das. Ich bin da raus, weil ich weiß genau, wie es rauskommt. Ich weiß genau, wie es rauskommt. Das ist mein erster Gedanke. Also wie dann? Also, das ja, heißt, ich muss dann schauen und du bist dann unterwegs und ich muss dann übernehmen und überhaupt und ja, sowieso. es beginnt immer mit einer Idee. Der Visionär hat die Idee. Das ist der erste Gedanke und der ist teuflisch. Der zweite Gedanke ist, dass der Heilige Geist mir gesagt hat, schau mal, du kannst es jetzt so sehen oder du kannst auch sagen, hey, stell dir mal vor, ich bin die erste Wahl, die Leo mit dabei haben will bei seinem Enkeltochter Opi-Tag. Ich darf dabei sein, ich bin da nicht ausgeschlossen. Und das hat meine ganze Sichtweise verändert, weil ich auf einmal realisiert habe, stimmt, das ist ja eigentlich ein Riesenvorrecht, dass er mich dabei haben will und mich nicht ausgrenzt. Und verstehst du, so schnell sind die ersten Gedanken so negativ, so verurteilend und einfach pessimistisch, anstatt dass wir den ersten Gedanken wegtun und sagen, Gott, wie siehst du denn die Situation? Das ist heilsam. Das Krasse, der erste Gedanke im Streit, der ist immer falsch. Den kannst du löschen, weil der ist so krass dämonisch negativ, dass nicht mal Gott jemals so denken würde. Das dritte ist, was will Gott mir im Streit sagen? Das ist der allerkrasseste Punkt, weil achte mal, Gott hat uns 2 Ohren gegeben und nur einen Mund. Zufall? Nein. Weil im Streit musst du hören, was will Gott mir mitteilen. Es ist interessant, dass ein Ehepaar geht in die Therapie, sie haben einen mega Streit. Der Therapeut fragt die Ehefrau, was ist das Problem? Und sie sagt, er sitzt neben mir. Wir sehen immer das Gegenüber als die schuldige Person. Schon Martin Luther hat Folgendes gesagt, ich kann das jetzt nicht ganz kurz übersetzen, hat gesagt, der Mensch ist eine verkrümmte Person. Das heißt, wir kreisen uns ständig immer um mich selber und wir halten immer unsere Perspektive als die einzige göttliche, absolute, wichtig, richtige Einstellung. Wir leben in einer Generation, und das weißt du, es ist eine Rechthaberei-Generation. Jede Person glaubt heutzutage, der Chef ist doof und die Mitarbeiter sind alle perfekt. Sprich mal mit dem Chef und sagen, wenn ich unten schaue, merke ich, die kommen zu spät, die sind nicht pünktlich, die sind nicht freundlich. Jede Person glaubt heutzutage, ich bin das Zentrum vom Universum. Man ist so schnell beleidigt und verletzt und man ist irgendwo nicht gehört und nicht gesehen und nicht, weißt du, was ich meine? Wir sind so eine, ich muss jetzt ein Wort suchen, Weicheier-Generation geworden. Sondern der Punkt ist folgendes, wenn ich Streit habe mit Dave zum Beispiel, der immer er beginnt, nein, oder ich beginne oder meine Frau, ist immer die Frage, was will Gott mir im Streit sagen? So, was sind die 3%, wo ich schuldig geworden bin? Jetzt musst du gut zuhören. Wenn die andere Person 90% schuldig ist und bis 10% schuldig, 10% ist genauso schuld wie 90%. Die einzige Person, die ich verändern kann, bin ich selber. Das ist die einfachste Art und Weise. Also ich sage, Heiliger Geist, und das hört sich jetzt mega einfach an, ist mega schwierig. Was willst du mir sagen in diesem Streitkonflikt und was ist mein Learning? Und wenn du das machst, wirst du von jetzt in 30 Jahren nicht mehr die gleiche Person sein. Ich hatte letzte Woche ein Coaching-Gespräch mit jemand. Ich liebe zu coachen, weil kann man immer alles erklären. Dann hat die Person gesagt, meine Güte, du bist so schlau, so weise. Ich habe gesagt, ich weiß. Ich habe auch 30 Jahre viele Dinge falsch gemacht. Also wenn du zurückschaust und lernst, kannst du von den Learnings dann eben Coaching weitergeben, weil du sagst, ich weiß ganz genau, was das heißt. Und die erste Frage ist einfach, was will Gott mir ganz konkret in diesem Konflikt sagen? Sprüche 13, Vers 10. Überheblichkeit bringt nichts als Zank und Streit. Also wenn ich glaube, ich bin im Recht und du bist im Falsch, bringt das keinen Millimeter weiter. Und es gibt so 3 Arten, Susanne, wie man Dinge... Nein, hier, hier.
Da habe ich fast den Zahn angeschlagen hier. Ja, ich glaube, da finden wir uns alle wieder, wie wir jeden Streit schlimmer machen können. Aber wenn wir uns heute mal vor Augen halten, was genau denn so schlimm ist, dass wir den Streit schlimmer machen, kann es uns helfen im Alltag, wenn wir wieder in der Falle sind, sagen, stopp, nein, da wollte ich gar nicht hin. Das Erste ist runterschlucken. Nur weil du schweigst, heißt es nicht, dass du keinen Streit hast. Weil wenn du es runterschluckst, dann nährst du Bitterkeit in dir. Und Bitterkeit drückt sich aus, zum Beispiel in wiederkehrenden negativen Gedanken. Oder plötzlich bekommst du halt so eine innere Härte. Oder du hast sehr wenig Gnade. Oder noch schlimmer, Freude fällt dir schwer. Das sind so Kennzeichen, wenn du Dinge immer runterschluckst, dass du so hart wirkst nach außen. Und so machen wir Streit schlimmer, obwohl ich denke, wenn ich nichts sage, dann ist ja kein offensichtlicher Streit. Aber was da drinnen wächst, das ist nichts Gutes. Das Zweite ist, wir verdrängen es einfach. Du drückst es irgendwo hin, aber das Problem ist, auf einmal kommt der Vulkan raus und den kannst du nicht mehr kontrollieren. Also das ist auch nicht die Lösung. Das sind Dinge, die eigentlich Streit schlimmer machen. Und das Dritte ist, du schluckst es nicht runter, du verdrängst es nicht, aber du greifst an. Und hey, wow, nein, ich habe noch was. Angreifen, da hätte man so viel Grund. Zum Beispiel am Montag war so die klassische Situation. Ich habe versucht, Dinge aus der Ich-Perspektive Leo zu erklären. Er sitzt auf seinem Stuhl und plötzlich schweigt es einfach. Plötzlich kommt es nichts mehr. Und also das löst in mir etwas hervor. Oder wie heißt es, angreifen? Da wollte ich... Es fühlte sich an wie eine Schildkröte, die einfach den Kopf immer mehr reinzieht. Und ich wollte da draufhauen. Aber du siehst, es ist ja logisch, wenn ich das erzähle, dann weißt du genau, das macht die Situation schlimmer. Ich bin in die Küche gegangen und ich habe gesagt, Jesus, das nervt jetzt derart. Jetzt schweigt er einfach. Jetzt ist er einfach ruhig, taucht ab, irgendwo hin. Und dann habe ich gemerkt, ja, ich fühle mich abgelehnt und das ist das Problem. Also, und wenn du dann merkst, was eigentlich dahinter steckt, ist es viel weiser, weder wenn du einfach angreifst. Mit Gott ins Gespräch zu kommen, ist das, was es in dieser Situation braucht. Es heißt in Epheser 4, Vers 26 und 27, wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Diese 3 Dinge, die ich aufgezählt habe, das sind Dinge, die uns dabei unterstützen, unversöhnlich zu bleiben. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Und das muss man nicht immer alles aussprechen und ansprechen, sondern es kommt darauf an, dass du die Dinge nicht einfach wegdrängst, nicht einfach runterschluckst und nicht einfach angreifst, sondern mit Gott besprichst. Und dann ändert er die Perspektive. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften, um den Vers noch abzuschließen. Super, das ist gut gemacht. Es ist ganz interessant, du merkst, wir haben Konflikte. Ich habe auch Konflikte mit meinen besten Freunden. Jetzt sagt Michi und Dave, wann? Ja, ich sage einfach nichts. Aha. Weil, darf ich dir was sagen? Ich finde Streit total negativ. Ich finde, Streit macht die ganze Ambiente in einem Moment kaputt. Und darum, ich vom Typ her, ich sage lieber nichts, reiß mich zusammen und sage, Atmosphäre, die muss geil sein, oder? Aber mit dem macht man das nicht besser, weil man schiebt es raus. Und ich spreche von mir persönlich, ich muss lernen, in meinen Freundschaften Dinge zu sagen, das nervt mich persönlich jetzt. Weil mir das nicht einfach fällt. Und manchmal höre ich dann eben nicht zu, weil ich denke, jetzt wieder negative Stimmung. Schon Montag ist schon negativ. Montagmorgen. Ja, das ist der erste Arbeitstag in der Woche, oder? Schon negativ, oder? Und ich muss lernen, ganz konkret Dinge anzusprechen. Wir möchten so 4 ganz kurz, ganz einfache Dinge nehmen. Du kannst es auch für jeden Bereich nehmen. Man muss eine
Konfliktkultur entwickeln. Das geschieht nicht automatisch. Du kannst nicht einfach davon ausgehen, ich habe nie Konflikte, weder mit dem Chef, noch mit dem ICF, noch mit Gott, noch mit irgendjemandem, sondern wir sind nicht perfekte Menschen. Nicht perfekte Menschen, verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Wenn ich nicht lerne, meine Verletzungen bei Gott zu heilen, werde ich das immer einfach weitergeben in das nächste Möglichkeiten. Erstens, wenn mich was triggert, bleib ruhig, wenn es eskaliert. Amen. Können den Amen hören? Hört sich einfach in der Theorie. Also ich würde sagen, No-Brainer. In der Theorie ist es mega logisch. Das heißt in Matthäus 5, Vers 9, glücklich sind die Frieden stiften. Denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Gott nennt die seine Kinder, die das Reich Gottes Frieden stiften. Also wenn mich was triggert in meiner Ehe, in meinen Freundschaften als ein Movement Leader, Apostolic, Anointed, Blessed Leader. Mach ein bisschen superlativ, merkst du? Wenn ich nicht sage, Leo, halt, stopp, dann kommt meine persönliche Natur heraus und das ist immer, wenn ich angreife, ich gewinne, du bist tot. Immer. Und wenn ich dann jetzt sage, halt, stopp, und ich habe 3 Punkte mitgebracht. Halt, stopp ist wie ein Ampelsystem. Es kann sein, dass du sagen musst, ich musste vor 2 Jahren, wir hatten ein Meeting mit Freunden und ich wurde so wütend und zwar zu Recht, ich war recht und sie waren falsch. War meine Wahrnehmung. Ich bin aufgestanden und gesagt, Jungs, ich muss gehen, weil wenn ich jetzt nicht aufstehe, werde ich Dinge sagen, die ich bereue. Manchmal musst du aufstehen und das ist nicht die beste Lösung, aber besser als Dinge zu sagen, die man später nicht mehr zurückholen kann. Sondern es ist eigentlich eine Kläranlage. Ich muss sagen, Leo, halt, stopp. Und zwar, Kläranlage bedeutet, ich komme mit meinem Frust, ich bin enttäuscht, ich bin verletzt. Du weißt, was ich meine, wenn du keine gute Phase hast in deinem Leben, wo deine Hormone, deine Gefühle, deine Freundschaft, dein Gott, alles passt nicht zusammen und dich etwas triggert, ist wie so Wasser. Ist nicht schön, nicht sauber. Ich bringe meinen ganzen Schmutz zu Jesus als meine beste Kläranlage. Ich sage, Jesus, hier ist meine ganze Kacke. All meine absoluten negativen Gefühlen. Und dann brauchst du ein bisschen Zeit und sagen, Jesus, reinige es in mir. Sortiere es, was ist von dir, was ist nicht von dir. Und das braucht ein bisschen Zeit. Und wenn das Wasser geklärt ist, dann kann ich sagen, Wasser ist gereinigt. In der Theorie. Also das heißt für mich, dieser Punkt möchte ich euch sagen, den muss ich lernen. Weil auszuticken hast du auch irgendwo gelernt. Negativ zu sprechen hast du auch irgendwo gelernt. Und ich muss sagen, Leo, halt, stopp. Deine Seele ist nicht gelötet. Und jetzt geschehen Dinge, wenn du da voll reingehst, Menschen werden dir vergeben, aber es bleibt immer etwas hangen. Und das ist total in dem Sinne nicht nötig. Also bleib ruhig in deinem Leben, sag halt, stopp, Seele, halt, stopp, Geist, halt, stopp, Leo, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, ist rot. Bei rot fährt man nicht drüber, außer hast du viel Finanzen. Und orange bedeutet, Gott klärt etwas in meinem Herzen und grün heißt, jetzt kannst du wieder gehen. Das ist das Erste. Das Zweite, Susanna. Für eine gute Konfliktkultur ist es wichtig, dass wir realisieren, wir sind ein Team. Also wir sind nicht gegeneinander. Es gibt nicht einer, der gewinnt. Nein, man haut hier. Aha. Keine Ahnung. Beide müssen gewinnen. Es heißt in Jakobus 1, Vers 19, liebe Freunde, seid schnell bereit zuzuhören. Aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet oder zornig werdet. Wir sind ein Team. Eine gute Konfliktkultur beinhaltet, beide müssen gewinnen. Und das bedeutet, dass ich lernen muss, mich in den anderen hineinzuversetzen. Genauso wie ich mit diesem Zoo-Beispiel erklärt habe. Ich habe mich hineinversetzt. Ja, wie kommt Leo drauf, dass er mich dabei haben will?
sich in den anderen hineinversetzen, hilft uns, dass wir mehr ein Team sind und eine Best-Case-Vision entwickeln. Also wir gehen ja immer schnell automatisch vom Worst Case aus. Ich unterstelle ihm, dass er es nicht alleine machen will, dass ich dann schauen muss und er einfach der Gute daneben ist. Nein, was ist die Best-Case-Vision? Genau, er will mich dabei haben. Und das schätze ich extrem an dir, Leo. Auch wenn heute nicht die Väter nicht da sind, aber dass du mich immer an erster Stelle mit dabei haben willst, dass ich deine erste Wahl bin auf deinen Reisen, auch wenn ich absage, das schätze ich extrem. Die Best-Case-Version, das ist mal eine Ansage und das fördert eine gute Konfliktkultur. Es gibt dieses Beispiel, vielleicht hast du es schon gehört, von 2 Köchen. Sie wollen 2 unterschiedliche Rezepte machen. Der eine will ein Soufflé machen und der andere will eine Creme machen und beide brauchen 12 Eier für dieses Rezept. Jetzt gibt's aber nur 12 Eier und wenn sie das aufteilen, der eine 6 und der andere 6, was ja eigentlich logisch wäre, dann können sie ihr Rezept nicht kochen. Jetzt nur, wenn der eine dem anderen zuhört, wird er merken, dass der für Soufflé ja nur das Eiweiß braucht, während der eine Creme macht, ja nur das Eigelb braucht und es geht hervorragend auf. Und so oft könnten wir Probleme oder Streits oder Konfliktpunkte lösen, wenn wir dem anderen unser Ohr schenken würden und zuhören. Schön gesagt. Ich möchte mal zurückgehen zu diesem Punkt, du hast gesagt, Team. So ganz am Anfang der Schöpfung, dieses Bild musst du dir nehmen. Und das hat Gott gedacht, Schulter an Schulter, man ist gleichwertig, aber nicht gleichartig. Und wir gehen immer davon aus, Einheit, auch im ICF, in der Microchurch und online, ist einfach so, weil ICF Zürich sind alle positiv, die haben nie Probleme. Einheit musst du erkämpfen, Einheit musst du bewahren, Einheit musst du proklamieren. Es gibt einen Satz, den wir immer sagen, wir sind Team Bigger. Sind wir gleicher Meinung? Nein, fast nie. Fühlen wir ganz gleich? Nein, fast nie. Sondern wir haben viele Punkte, wo wir nicht gleich sehen, nicht gleich fühlen, aber wir sind ein Team und der Feind wird uns nicht auseinanderreißen können. We are Team Bigger. Amen. Das ist ein Statement, den wir machen mit erhobenen Händen. Machen wir so. Es heißt im ICF Zürich, es heißt Core Team. Es heißt Collaboration Team. Ministry Team. Wir sind ein Team und das nichts auf der Welt kann das nehmen, weil der Feind will uns trennen. Und jetzt kommt der Punkt, heutzutage, wenn Menschen etwas beenden, sie können nicht mal in die Augen mehr schauen, sie machen das alles per Smartphone. Ich war dein Freund, bumm, abgesendet. Wenn du Leute nicht mehr in die Augen schauen kannst, in einem Gesprächskonflikt bist du da angelangt, wo der Teufel dich will, dass du dich nicht mehr hinstellen kannst, schaust jemand in die Augen und sagen, das ist meine Meinung, das ist mein Gefühl, das sind meine Werte. Come on, lasst uns nicht daran hindern, dass Gott mit uns nochmals Geschichte schreibt. Das ist mega wichtig. Kann man nicht machen mit Smartphone. Man darf es auch nicht AI überlassen. Das nächste ist, wir müssen Leben aussprechen und nicht Tod. Psalm 52, Vers 4, mit deinen Worten verletzt du andere, wie mit einem scharfen Messer, du Lügner. Achtung, in deiner Verletzung sagst du Dinge, die theologisch nicht stimmen. Du sagst Dinge, die Gott nicht sagt. Gott sagt nicht, du bist ein Verlierer. Gott sagt nicht, du bist immer. Gott sagt, du bist mein Sohn und du bist meine Tochter, du bist meine Schöpfung. Ich habe dich lieb, ich bin dein aberliebender Vater. Gott spricht Leben aus, Worte vom Leben aus, aber nicht vom Fluch. Und eine Sache, wo ich lernen muss, ich bin emotional, das hat sich nicht geändert. Ich habe meinen Jähzorngeist habe ich abgelegt, den habe ich nicht mehr. Aber nur deswegen bin ich noch immer emotional. Ich bin immer noch on fire. Ich habe immer noch meine Leo Bigger Sachen. Und ich muss lernen, in meinen Gesprächen auf die Wortwahl zu achten. Also es ist nicht, wenn ich jetzt Scheiße sage, das ist das kleinste Problem in meinem Leben. Wenn ich das nervt, gute Nacht. Das ist das kleinste Problem in meinem Leben. Sondern ich muss lernen, immer wieder zu sagen, das ist meine Meinung. Weil ich glaube eben, dass meine Meinung ist die einzige richtige, erlösende Meinung.
Wer kennt das in der Ehe? Ja, danke für alle Hände. Wir kennen es in Freundschaft, wir glauben immer, dass deine Perspektive, die du politisch siehst, die du theologisch siehst, ist die einzige wahre Erkenntnis, die man hat. Und ich muss lernen zu sagen, wenn mich was verletzt, Susanne, mich verletzt das. Und wenn ich diese Frage stelle, öffne ich eine Diskussion. Du öffnest den Rahmen, wo jemand sagen kann, ich sehe es anders. Und man muss mit den Worten Dinge aussprechen, auch in einem Streit. Wir haben eine Kultur entwickelt. Ich hoffe jetzt, dass meine Kinder nicht da sind. Sie sind da. Wir lassen die Sonne nicht untergehen unter einem Streit. Und wenn wir Streit haben, jetzt möchte ich eine Klammer machen, das triggert die meisten, was ich jetzt sage, gehen wir mit Sex in das Bett. Wir sagen, wie kann man das machen? Weil genau da kommt was rein, wo der Teufel keinen Platz hat. Intimität ist das größte verbindende Element in einer Ehe. Und das überlassen wir dann immer der Verletzung. Nein, ich bin enttäuscht, ich bin beleidigt, schau doch selber, ich schau auch selber. Und da geben wir dem Teufel keinen Raum. Man kann Dinge kultivieren. Hör mir gut zu, eine Kultur kann man kultivieren. Eine Kultur hat nichts zu tun mit Gefühlen, das sind Dinge, die man einfach durchzieht. Hast du das Gefühl, ich habe jeden Morgen Bock, um Bibel zu lesen? Ich lese die Bibel, auch wenn ich keinen Bock habe. Weil es sind Dinge, die tun mir gut. Ich berühre das Herz Gottes, bevor ich das Smartphone am Morgen berühre. Ich muss am Morgen die gute Botschaft von Gott hören, bevor ich Fake News höre über Donald Trump. Das sind Dinge, die kannst du nicht leisten. Ich ende mit Versöhnung ist unser Standard. Und zwar 8. Mal Jakobus 4, 2-3. Eure Streitigkeiten und Kämpfe nützen euch gar nichts. Solange ihr Gott nicht bittet, werdet ihr nichts empfangen. Und wenn ihr bittet, wird es es nicht geben. Jetzt Achtung, es gibt einen Link. Denn ihr verfolgt üble Absichten. Es geht euch nur darum, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Also wenn du sagst, Gott hört meine Gebete nicht, dann will ich dir heute die Frage stellen, ich stelle sie mir, ich stelle sie dir, Susanne, kann es sein, dass du unversöhnte Konflikte nicht gelöst hast? Man kann ja Freundschaften auswechseln wie Socken und Unterhosen. Gibt ja 8 Milliarden Menschen, hast mega viele Optionen. Aber du weißt, was ich meine. Wenn du Dinge nicht bereinigst in deinem Leben, ist eine Blockade da zu Gott. Ich habe einen Coach, der ist jetzt im Himmel. Und er hat mir eine Sache mitgegeben in meiner Leiterschaft, die ich bis heute nie vergessen habe. Ich habe gesagt, Leo, die Frage ist nicht, wie du was startest. Alle starten begeisternd. In der Ehe, in der Familie. Ich kenne niemanden, der sagt, ja, mal schauen, wie es kommt. Dein Charakter, deine Visitenkarte schreibst du, wenn Freundschaften zerbrechen. Nicht, wie du was startest, wie du was beendest. Ist deine Visitenkarte. Und ich habe das bis heute nicht vergessen. Weil in unserem Leben, wir haben viele Menschen gesehen, auch in die Kirche zu kommen und viele sind auch nicht mehr da. Die einen sind gegangen, weil sie haben geheiratet, verheiratet, umgezogen. Aber es gab auch Leute, die sind verletzt gegangen. Verletzt von, I don't know. Und du kannst schon sagen, ja, spielt ja keine Rolle, es spielt wieder 100 neue Leute rein. Die Kultur hatten wir nie. Wir haben nie gesagt, die anderen sind doof, die anderen sind halt irgendwie egoistisch. Wir haben uns immer die Frage gestellt, was ist unser Learning? Was haben wir falsch gemacht? Und wenn es nur 1% ist, für dieses 1% würde ich auf meine Knie gehen und sagen, ICF, wir haben gesündigt. Wir haben nie den Finger auf die anderen gezeigt. Wir haben nie den Leuten einen Schuharsch gegeben, haben wir nie gemacht. Weil die Art und Weise, wie Menschen gehen, ist deine Visitenkarte. Und man muss lernen, auch eine Verzichtsabklärung machen und sagen, du bist anders. Darfst sein. Aber du darfst anders sein, bedeutet auch, das nervt. Ich habe möchte die Box aufmachen. Ich habe die letzten 3-4 Monate mindestens 4 Krisengespräche geführt. Von Menschen, die verletzt aus unserer Church gingen. Und ich habe eine Liste von Menschen, wo ich bete, dass Gott ihr Herz berührt.
dass sie nicht den Glauben wegwerfen. Und es gibt Momente, wo der Heilige Geist sagt, jetzt schreib ein E-Mail oder WhatsApp, Telegram, you name it, mach ab. Nicht alle, wo ich frage, machen ab. Und es ist bitter, wenn Menschen Nein sagen. Aber ich kann sagen, Gott, ich habe meine Hand hingehalten. Ich hatte 4 von diesen Gesprächen und es ist, darf ich dir ganz ehrlich sagen, es ist nicht spannend. Es ist nicht begeisternd, weil das Gegenüber wird dir Dinge sagen, die stimmen. Und andere sagen, es tut mir leid. Und dann ist immer meine Frage am Ende, was kann ich für dich tun, damit die Verletzung zu einem Ende kommt? Und das ist die teuerste Frage, die man stellen kann. Und ich möchte enden mit Susanna einfach, wir können über Freundschaften sprechen, Kultur entwickeln, das müssen wir alle, wir haben alle Potenzial. Aber meine Frage ist heute, wo hast du Dinge nicht in Ordnung gebracht? Weil das prägt dich, dass du sagst, ich glaube nicht mehr an die Liebe, ich glaube nicht mehr an Familie, ich glaube nicht mehr an Ehe, ich glaube nicht mehr an Kirche, ich glaube nicht mehr. Und ganz ehrlich, ist eben ganz interessant, wenn du Skifahren gehst, hast einen Skiunfall, sagst du nicht mehr, ich fahre nie mehr Ski. Ich kenne niemanden, der essen geht und hat eine Lebensmittelvergiftung gesagt, dann ich gehe nie mehr auswärts essen. Nein, man sagt immer, ja, das war ein Restaurant, das war ein Skiunfall. Aber bei den Freundschaften machen wir das Statement nie mehr. Das machst du beim Skifahren nicht, beim Essen nicht so, in der Politik nicht so. Aber bei Freundschaften etwas so unglaublich Zerbrechliches ist. Ich möchte für 2 Dinge beten, dass wir lernen, Konflikte göttlich anzugehen. Das braucht ein Wunder, ich spreche von mir. Und das Zweite ist, und du merkst heute, ich habe Dinge nicht in Ordnung gebracht, sagt die Bibel, dann lass das Abendmahl stehen. Muss gar nicht einnehmen, sagt Jesus. Nicht, weil das Abendmahl keinen Pfupf mehr hat, sondern Jesus sagt, geh zu deinem Bruder, deiner Schwester, bring es in Ordnung. Ich lade dich ein, jetzt live, online, Microchurch, online und Club, einfach ganz kurz deine Augen zu schließen. Und ich bete heute für meine Streitkultur. Vater im Himmel, ich brauche deine Hilfe in meiner Wortwahl, in meiner sturen, arroganten, unsicheren, minderwertigen Art. Und ich halte einfach mein Leben dir hin, da wo ich immer wieder durch meine Ecken und Kanten Freundschaften zerstöre. Und ich habe dem Teufel einfach eine Lücke angeboten, wo er reinkommt. Ja, meine Freunde, meine Freundinnen sind anders. Ja, sie sind's. Ja, es haben nicht alle die gleiche Meinung wie ich. Ja, haben sie nicht. Vater, hilf mir, die Einheit zu bewahren. Bete für uns als eine Church. Bewahr uns vom Geist der Streit, vom Geist der Rechthaberei. Ich halte mein Herz dir hin. Was willst du mir sagen? Wo legst du den Finger auf meine Charakterschwächen? Und ich sage wie David im Alten Testament, sei mir gnädig, hab Erbarmen mit mir. Rechne mir meine Sünden, meine Fehler nicht an. Susanne wird ein Gebet beten für da, wo wir Dinge wissen, wir müssen sie anpacken und ansprechen, aber einfach nicht angepackt haben, dass Gott uns den Mut gibt, Dinge zu bereinigen. Himmlischer Vater, ich brauche Hilfe. Ich brauche die rechten Worte. Ich brauche die rechte Sicht. Ich brauche die rechte Einstellung, dass ich aus einer fördernden Streitkultur in eine positive Konfliktkultur hineinwachsen kann. Und ich bitte dich heute, ich erhebe meinen Arm und ich bitte dich heute, dass du kommst und mir Kraft gibst und ich mache eine Verzichtserklärung. Kannst du mit mir zusammen machen? Ich verzichte
dass ich selber für mein Recht kämpfe. Ich verzichte darauf, dass ich zuschlage, dass ich angreife, dass ich runterschlucke, dass ich Bitterkeit wachsen lasse. Ich komme zu dir, himmlischer Vater. Ich brauche deine Weisheit. Ich brauche deine Sicht. Ich brauche die Fähigkeit, mich in den anderen hineinzuversetzen. Und darum bitte ich, im Namen Jesus. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auch für deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun. Viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert, auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du da einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache, abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.